Leute, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Jay's Dokus. Yeah. Heute sind wir natürlich wieder bei realer Irrsinn unterwegs. Und da schauen wir doch mal, was die heute wieder für uns bekloppt vorbereitet haben. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit, wir legen los. Yeah. Der Umfahrstein von Holzminden. Alles klar. In Holzminden gibt es einen mysteriösen Stein, der eine fast magische Anziehungskraft auf Autos hat. Immer wieder kommen Autofahrer um diese Kurve und dann... Also so oft kann man gegen das Ding nicht fahren, ne? Wie oft ist denn das schon passiert? 20, wenn nicht mehr. Doch, wirklich, ohne Scheiß. Ohne Scheiß wird er deshalb nur noch der Umfahrstein genannt. Weil der viel zu niedrig ist. Den siehst du ja nicht, wenn du rückwärts fährst. Und glaube ich, wenn sie besoffen sind, auch nicht vorwärts. Ja, vielleicht mal die Augen. Obwohl jedem hier im Ort ist klar... Schön. Man muss das sehen, weil... Ja, müsste man eigentlich. Ja, Und schon, deshalb rätselt ganz Alter. Holzminden, warum Autofahrer den Umfahrstein ständig umfahren. Zu blöd, Absicht? Keine Ahnung. Einfach so etwas von der Wahrheit, Mann. Zu blöd, einfach zu behindert. Was soll die Scheiße? Wie dumm kann man sein, Mann? Bro! Fahren einfach alle gegen den verdammten Stein, Mann. What the fuck? Der arme Stein, Bruder. Also eigentlich müssen das Besoffene sein. Eigentlich kennt jeder diesen Stein. Zum Glück wird der Umfahrstein immer wieder aufgebaut. Die Stadt Holzminden hat darin schon eine bemerkenswerte Routine entwickelt und ist auf Unfälle jeglicher Art perfekt vorbereitet. So. Der ist ja nur in Sand gebettet, sodass der relativ einfach wieder hingestellt werden kann, wird ausgerichtet, es wird wieder angepflastert, das ist mal mehr, mal weniger. Ja, aber wenn das Ding die ganze Zeit umgefahren wird, also wirklich straight, immer wieder, sie richten ihn auf, er wird umgefahren, sie richten ihn auf, er wird umgefahren. Wieso macht man ihn überhaupt wieder ran? Also, das ist doch völlig behindert, Mann. Scheiße. Und, was ist mit diesen Leuten los? Wie blöd kann man sein, Mann? Einfach mal Fullspeed dort durchs Dorf durchgekurven, nicht verwünscht und bam in den Stein rein. Gönnung. Aufwand. Und dafür sind die Bürger so dankbar und finden das alles Albern. Aufgestellt wird und die Leute sowieso wieder dagegen fahren. Aber der Stein hat ja einen Sinn, oder? Ja, also der Stein soll Fußgänger schützen vor dem Fahrzeugverkehr. Man sieht ja auch, dass der auf der Grenze zwischen der Fahrbahn und dem Fußgängerbereich steht und wir sind froh, dass der Stein umgefahren wird und nicht Fußgänger. Wer schützt denn hier Fußgänger? In Holzminden bestimmt nicht. Naja, jedenfalls ist der Umfahrstein schon berühmt und hat eine eigene Internetseite, auf der er seine Opfer gnadenlos zur Schau stellt. Deshalb haben die Stadtoberen von Holzminden schon fieberhaft darüber nachgedacht, wie Autofahrer noch besser gewarnt werden können. Also wir haben schon mal so Reflektoren angeklebt, angebracht, das hat aber auch keinen Erfolg. Habt ihr mal etwas von einer Leitplanke gehört? Ui, ah ja, okay. Wäre eine Idee, vielleicht, maybe. Nee. Damit auch die letzte Blinze nicht mehr dagegen fährt, muss eindeutig mehr her. Wir haben da mal was vorbereitet. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD. Alter, ey, aber... Das tut richtig weh, Mann. Wie behindert, Alter. Ich gönn mir einfach mal dort in den Stein cruisen, Alter. Gönnung! Okay, das nächste Video. Watergate in Marburg. Okay, mal schauen, um was es da jetzt wieder geht. Durch Marburg fließt das sogenannte Wasserband. Eine Installation, die die Menschen in der Stadt erfreuen soll. Wenig erfreulich ist allerdings eine Entdeckung, die die Stadt Marburg rein zufällig gemacht hat.
Hier sind Millionen Liter Wasser irgendwie verschwunden. Das ist uns aufgefallen Ende der Saison 2019, als wir dann die Zählerstände überprüft haben. Oh, beim Abstellen des Wassers vor dem Winter hat die Stadt festgestellt, in einem Jahr sind mal eben 20 Millionen Liter Wasser einfach so versickert. Für 35.000 Euro. Blöd gelaufen. Ist auch ein bisschen peinlich für das ökologisch ehrgeizige Marburg. Alles durchgerostet hier. Das steht in einem eklatanten Widerspruch zu unserem eigenen Anspruch. Oh nee, ne? Der Wasserverschwendung des Todes, Bro. Klimaneutrale Kommune zu werden. Und Ja, deswegen schauen wir auf den klimaneutraler Marsch. wo sich What the die Lecks fuck, Bro? befinden. Und das ist ganz schön aufwendig. Mit Kamerafahrten durch Wasserrohre, Sichtprüfungen im Rohrsystem, Druckprüfungen an den Pumpen. Puh. Kostet wahrscheinlich auch wieder nichts. Hinzu kommt, das Wasserband verliert auch noch auf anderem Wege sehr viel Wasser. Über die Verdunstung. Und zwar 500.000 Liter. Das ist 500.000. Ja, Und Sie sagen, das ist ökologisch wertvoll. das ist klimatologisch wertvoll. Eine halbe Million Liter Wasser, einfach verdampft. Ja, voll wertvoll, Alter. warum nochmal? Und gerade mit unseren Hitzesommern in den vergangenen Jahren ist es umso wichtiger auch für die Vulnerabilität, also für die menschliche Gesundheit, dass das Klima attraktiv ist. Das großzügig verdunstete Wasser kühlt nämlich das Klima. Und auch die Kinder spielen gern mit dem fließenden Wasser. Also, wenn es fließt. Ja, Mann, what the fuck, wie blöd sind die eigentlich? Oh shit, Alter. Hey, die bauen einen riesigen, unnötigen Brunnen, wo Millionen von Litern an Wasser verschwendet. Und der Vorwand, ja, ist klimatisch wertvoll. Und dann, ja, also Kind freut sich auch, die können da voll gut spielen, so mitten auf der Straße, im Hochverkehr, auf der Hauptstraße. Ach du meine Fresse, Leute! Nein, Mann. Und dann Gelder raushauen, wie nur geht, weil die Scheiße verrostet ja, oder? Muss man ersetzen, weil es ist voll wertvoll. Ja, Mann, top. Ja, ja, der kühlt eine ganze Ortschaft ab, Mann. Das ist schon heftig. Oh. Ist ein bisschen eng hier. Letztendlich ist sowieso irgendwie immer dreckig. Ich weiß auch nicht. Das war wohl nicht der ideale Bau. Ja gut, aber ein Abriss wäre jetzt auch nicht so ideal. Sollten wir diese Anlage abreißen, müssen wir auch die Fördergelder zumindest anteilig wieder zurückzahlen. Ja, nee, das will man ja nicht. Deshalb sind die Lecks wieder gestopft und die Stadt hat versprochen, den Wasserzähler jetzt öfter zu kontrollieren. Passt da jemand auf? Bau halt nicht so eine beschissene hure Kacke an. What the fuck, Bro? Alter, ja klar kostet es Geld, um den abreißen, aber es kostet ja noch viel mehr Cash, um den im Stand zu halten. Hey. Oh, ey, das... Oh. Ja, wir müssen das halt zurückzahlen dann, ja, wir sind schon doof. So, Irrsinn, Kleinanzeigen ist das nächste Video. Wir schauen rein. Kleinanzeigen, das ist eh immer geil. So eBay-Shit und so, was sich die Leute da mit gegenseitig anschreiben. Ey. Ich bin oft erstaunt, was da alles angeboten wird. Und wir haben mal einen kleinen Aufruf gestartet, dass Sie uns die verrücktesten Angebote schicken, die Ihnen untergekommen sind. Hier eine kleine Auswahl. Zum Beispiel frische Katzenhaare im hübschen Glas. Eingesandt von Jan Dümdüs aus Düsseldorf. Herzlichen Dank. Das ist ja mal was für eBay-Kleinanzeigen, sage ich als Katzenallergiker. Wenn Sie eine... Also ich mag ja Katzen, aber... Bro...
Aus allem kannst du Geld machen. Ihr Kind, da hat Pia Schulz aus Nordrhein-Westfalen dieses Angebot gefunden. Puppe kann sprechen, sagt zum Beispiel Mama und andere Dinge, die ich hier nicht wiederholen möchte. Die Puppe habe ich von meinem Großvater vererbt bekommen. Wunderbar. Wahrscheinlich kann sie auch nur einen Arm heben. Dennis Alkenhorst aus Gingen an der Brenz hat dieses Angebot gesehen. Ganz klassisch mal am schwarzen Brett, aber top aktuell inhaltlich. Verkaufe positiven Covid-19-Test, genieße entspannte 14 Tage ohne scheiß Nachbarn, nervige Verwandte, Ehefrau, Kinder und sogar Schwiegermutter. 450 € Verhandlungsbasis. Klingt interessant, finde ich eigentlich jetzt das attraktivste dieser eben gesehenen Angebote, aber über den Preis. Ja, da müsste man doch noch mal sprechen. Und da wird es oft problematisch. Der Umgangston ist ja häufig... Du musst einfallsreich werden. Ich meine, du musst dein Business-System der Zeit anpassen. Der Dude, der hat es einfach drauf, Mann. Der weiß, wie es läuft. So macht man Cash. Sehr, sehr ruppig. Das muss man drauf haben, wenn man bei Kleinanzeigen verhandeln will. Und wenn man es nicht drauf hat, sollte man es sich drauf schaffen. Es gibt dafür schon Kurse. Neulich im Seminar richtig verhandeln bei Kleinanzeigen im Internet. Guten Tag. Ich interessiere mich... Stopp! Schon falsch. Offizielle Standardbegrüßung ist: Was letzter Preis? Ja. Was letzter Preis? In diesem Kurs bringe ich den Teilnehmern bei, wie man auf iBuy Kleinanzeigen richtig verhandelt. 50 €. Das ist Ihnen natürlich viel zu viel. Verkäuferwünsche immer ignorieren. Seien Sie möglichst dreist. Na gut, vielleicht. Ich gebe 5. Und? Bringst du vorbei? Sehr gut. Das Wichtigste ist, immer eskalieren. Okay. Von Anfang an. Sonst machen Sie sich lächerlich und werden nicht ernst genommen. Alles klar, ja. Ist der Videorekorder noch da? Nein. Blöde Hackfresse. Ich krieg raus, wo du wohnst, und dann komme ich mit Brüdern und Anwalt, du Sohn einer räudigen Hündin. So läuft's, Mann. Das ist Super. ein gutes Gespräch gewesen, Alter. Lektion 1 erfolgreich. Aber das Traurige ist ja, es läuft halt wirklich so. Ey. So ich komme. So läuft Kommunikation. Ich bring's nicht an. Kommunikation heutzutage. Geil. Jetzt wenden Sie das Gelernte praktisch an. Jeder für sich und seien Sie kreativ. Tauschst du das iPhone auch gegen einen Strandball? Bleiben Sie dran. Jetzt Scheinargumente. Ist wie neu, braucht nicht mal einen Akku. Gut, weiter so. Ich krieg den Katzenbaum. Halber Preis. Und ich kann den heute Abend abholen. Was mache ich denn jetzt? Ignorieren. Nicht mal... Nein, nix. Komplett wegignorieren und neues Opfer suchen. Wo bleibt denn sonst der Spaß? Fantastisch. Alle haben das Seminar erfolgreich bestanden. Die Zertifikate bekommen Sie, nachdem Sie mir die Kursgebühr von 500 € überwiesen haben. Ich glaube, es hakt. Was letzter Preis? 500? Ich gebe dir 50. Nein, 500. Viel zu viel, du Schnake. Nein, 500, wie vereinbart. Deine Mutter. Ich tausche gegen diesen Strandball. Winterreifen dazu, aber mit ne? Lieferungen gratis. Was? So, wir sind echt doof. Ja, mich mit der Muffe gepufft. Was soll denn das? Hey! Tja, selber gefickt, du Pisse. Kommen Sie zurück. Falsch gelegt. So, okay. Wir sind beim letzten Video für heute angelangt. Und zwar bei Parken unter Carport verboten. Okay. Bei Hans-Peter Zock passt alles perfekt. Sein Grundstück ist zwar nicht riesig, trotzdem hat er ausreichend Platz zum Parken. Ja, wir haben hier 50 Jahre lang geparkt, das war nie ein Problem. Dann haben wir gedacht, naja, passt vielleicht ganz gut, wenn wir hier ein Dach reinstellen, damit die Autos gerade im Winter dann auch mal geschützt sind, wenn sie reingefahren werden. Praktisch, so ein kleines Carport. Das Auto, das wir gekauft haben, ist 3,57 Meter lang.
Das Carport hat eine Länge von 4,37 Meter. Das passt also ganz bequem darunter. Ja, bequem ist es, aber verboten. Denn laut Stadt ist das Dach leider 63 Zentimeter zu kurz. Strafe fürs Falschparken 1.000 Euro. Die Stadt schreibt: Die Genehmigung gilt aufgrund der Abmaße des Carports von 4,37 Meter lediglich für ihre Motorräder. Ja, aber ey Bro, aber das... Ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn es der Stadt gehört, wenn die das dort aufgebaut hat, als ein Dorfparkplatz. Aber wenn Privatpersonen das aufbauen, woher nimmst du dir das Recht, denen jetzt reinzureden, Alter? Wenn die das auf ihr Grundstück bauen. Also... Hä? Ich meine, wenn man es dann verlängert, dann kommt sicher wieder irgendein Scheissdreck. Ja, es ist jetzt 1 Zentimeter zu lang, es schaut auf den Bürgersteig und ihr müsst das Ganze jetzt abreißen. Buß 15.000. Ja, Gemäß § 125.1 Satz 1 Sonderbauverordnung muss ein Einstellplatz für einen Personenkraftwagen mindestens 5 Meter lang sein. Also, auch dieses kleine Auto darf eben nur unter einem Dach stehen, das mindestens 5 Meter lang ist. Blöd, dass das hier aber auch nicht geht. Dann würde das Dach nämlich bis auf den Gehweg reichen. Und das ist auch nicht erlaubt. Das Absurde ist, ich darf hier nicht parken. 1.000 Euro kostet das jedes Mal. Wenn ich das Dach abreiße, da steht das Auto an derselben Stelle, dann kostet es nichts. Das ist erlaubt. Zum Dachschaden muss es zum Glück aber nicht kommen. Schließlich hat Herr Zock schon die perfekte Lösung gefunden. Ja, jetzt noch ein kleines Stückchen. Vorsicht, das Blümchen. Ja, noch ein bisschen und stopp. Wir sehen hier, dass das Auto auf meinem Grundstück steht. So darf es auch stehen, gar kein Problem. Das Problem für mich ist nur, ich komme jetzt nicht mehr ins Haus. Aber Sie können doch auch unter das Carport ziehen. Dann müssen Sie zwar draußen schlafen, aber immerhin mit einem Dach über dem Kopf. So ein Bullshit, Alter. Hauptsache man kann noch alte Leute ausnehmen als Stadtmann. Scheiße. Das hat jetzt richtig weh da, die Dummheit, Alter. Tschö! Da sieht man es mal wieder. Es gibt halt einfach RTL-Menschen. Und damit verabschiede ich mich auch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt es so gefühlt wie ich. Bis zum nächsten Mal. Peace! Ich blas in das Holz und spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann. Flötenmann spielt die Flöte, ram bam bam.